Wie man Internetbetrügern das Handwerk legt. Der C-Schild von Easy Magazine hat anscheinend wieder eine crazy Aktion gemacht, Chat. Und ich bin gespannt. Internetbetrüger, das klingt schon mal crazy. Wir gehen rein, Chat, let's go. Wie ist die Einstellung eigentlich beim ersten Date? Gibt es da schon Sex oder nicht? Was, Chat? Haben die es schon gesehen? Ey, der sehe ich mal gesäckelt, du! Der Schildfalle hat wieder mal richtig zugeschnappt, meine Freunde. Angefangen hat alles mit einem sehr, sehr günstigen Online. Und auch nochmal ein schönes Tutorial von ihm, wie man Trappen anlegt, Chat. Merkt es euch, immer mindestens 2 Meter über die Ohren. Ein inserierter Wegezimmer. Traumhaft, oder? Die Bilder! Schaut euch das mal an. Das ausgerechnet bei uns in der Stadt Zürich, was sonst schon super schwierig ist, ein bezahlbares Dach über dem Kopf zu finden, gerade als junger Mensch. Leider hat es aber einen Haken. Wenn man sich nämlich jetzt als junge Frau via E-Mail auf die Wohnung bewirbt, dann antwortet einem zuerst mal eine Vanessa, die anscheinend schon in dieser Wege rein wohnt und schreibt dir Folgendes. Johannes, da hinten, da. Leider gibt es ein großes Hindernis, um diese Top-Wohnung zu bekommen. Für mich und meine Kollegin war es okay, da wir alle Single waren. Ich gehe mal davon aus, du kannst dir vorstellen, was der Eigentümer einmalig vorab fordert. Was? Was, Bro? Der fordert wahrscheinlich, dass man ein YouTube-Video vom Adi Totoro schaut zuerst. Das ist nämlich eine Qual. Was? Sadie und ich einfach diesen da. Was? Genau das. Aber ich frage mich auch immer, Chat, wie kommen die auf die Idee? Wenn ich dort einziehen möchte, ich muss mich quasi in diese Wohnung reinfinden. Das war dann der Moment, wo ich kurz innehalten musste, tief in mich hineingekehrt bin und überlegt habe, gut, dann wird halt gefickt. Okay. Dann haben wir dem Eigentümer mal geschrieben und wer hätte es gedacht, der Vogel hat uns tatsächlich geantwortet. Ich bin 35 Jahre alt, Schweizer und habe mehrere Wohnungen geerbt. Mein Vorgehen ist immer gleich. Kennenlernen, intimes Treffen, Kennenlernen, intimes Treffen, Wohnungsbesichtigung und Vertrag unterschreiben, Chat. Alter, das muss man sich... Bro. Besichtigung. Das ist ja noch schlimmer als die Schweizer YouTube-Szene, Digga. Vertrag unterschreiben. Erzähle mir doch ein bisschen von deinen sexuellen Vorlieben und was dir beim Sex besonders gefällt. Du hure Sauhund, ey! Soll ich dir sagen, was mir gefällt? Was mir gefällt ist... Mir gefallen Pizza Margherita mit Rucola und das Wasser dazu, das gefällt mir. Zum Beispiel die Wohnung. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit der auch irgendetwas nicht stimmt. Aber wie komme ich eigentlich zu dieser Annahme? Ganz einfach. Es gibt so ein Tool namens TinEye, damit kann man sogenannte Reverse Image Search durchführen. Sprich, man ladet das Bild in das Tool rein und das durchsucht dann das ganze Internet, ob genau das Bild schon mal irgendwo auftaucht ist. Und wenn man da jetzt Clever, Digga. Clever. das Bild nimmt, von dieser Wege, die er anbietet und da reinzieht, dann sagt mir das Tool, dass die Wohnung gar nicht in Zürich ist, sondern auf einer Immobilienplattform in Berlin auftaucht. Aber das wäre... Oha, aber einfach wirklich Five-Head Move. Sehr nices Video, Digga. Holy shit, Digga. Das ist ein nices Video. Ja. Betrug? Betrug? Kurz zusammengefasst, unser Internetbetrüger bietet also jungen Frauen bezahlbaren Wohnraum an, wo er gar nicht hat, wenn sie dann mit ihm ins Bett hüpfen. Was ist da eigentlich ganz genau im Busch und wie kann man sich schützen? Das haben wir von Marco Cortesi, Mediensprecher von der Stadtpolizei Zürich, wissen. Wenn ich jetzt Ihren Sachverhalt anschaue und aufgrund von dem eine Beurteilung vornehmen müsste, ist das schwierig. Aber chillig, dass er eine Maske anhat und er nicht. Schwierig, weil mir Details fehlen. Aber das, was Sie mir gesagt haben, muss ich sagen, solche Leute müssen wir eigentlich aus dem Verkehr ziehen. Können Sie da vielleicht so 2, 3 Sachen sagen, an welchen Kriterien dass man so etwas festmachen kann? Es kommt vermutlich kaum einmal vor, dass ein seriöser Wohnungsmakler jemanden zuerst zum Kaffee einlädt und nachher Forderungen stellt, wir sollen doch zuerst einmal ins Bett gehen mit dem... Ja, ist doch ganz normal, Chat, nicht? Spaß. Bevor dass überhaupt die Wohnung näher angeschaut wird. Grundsätzlich kann man sagen, immer der... Das heisst eigentlich, der Mann geht zuerst eine Wohnung anschauen von der Frau. Wenn man etwas vorauszahlen oder eben eine sexuelle Leistung anbieten oder andere Gegenstände, die man deponieren sollte, bevor irgendetwas anderes passiert, spätestens dann müsste man mal auf die Bremse stehen und sagen, halt, stopp, das stimmt vermutlich irgendwie. Halt, stopp,
Das ist nicht normal gewesen bei meiner Wohnung. Der hört nicht mehr auf reden, Chat. Der hört einfach nicht mehr auf. Da habe ich es gewusst. Der alte Gauner, den will ich kennenlernen. Wir haben dann ein paar Tage mit ihm hin und her geschrieben und irgendwann war es dann tatsächlich so wie gewesen, dass er uns ein Treffen angeboten hat. Alter, jetzt bin ich so gespannt auf das. Dann ist aber etwas passiert, wo wirklich niemand damit rechnen konnte. Bitte sende mir ein Selfie von dir, damit ich dich auch erkenne. Ja, logisch. Ich bin ein junger, attraktiver, gut aussehender Digga, der geht echt all in. Der meint, das ist Tinder, Digga. Mann. Aber wir haben ja uns die ganze Zeit schon im Mailverkehr als Sarah23 ausgegeben. Zuerst Mailverkehr, dann Intimverkehr. Dann haben wir auch eine Sarah23 gebraucht und darum ist sie heute da. Sarah23! Mit was für Sauhunden willst du eigentlich jetzt wieder treffen? Oh, ja, es war deine Idee. Leg mich nicht. Du, jetzt machen wir das und ich finde es eigentlich mega wichtig. Solche Leute musst du einfach rausziehen und du musst so einem Typ zeigen, hey. Du musst sie rausziehen und nicht ausziehen. Weisheit vom Tag, Chat. Hey Dude, nein, geht nicht. Wir bräuchten jetzt noch ein Selfie mit dir. Machst du am Für ihn? besten schnell? Ja, dann können wir ihm noch schnell eins schicken. Ich glaube, das nehmen wir. So, jetzt noch schnell ernst. Weil man sich da wirklich in eine Situation begibt, wo man schlecht kann steuern oder beeinflussen kann, haben wir natürlich auch da gewisse Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Also ist Aber auch wichtig. Eistest Codewort. Mit Zucker, richtig. Safe Word Eistest. Eistee. Werden da Massnahmen Jetzt, wo ist die Sediane? Chat, wo ist die Sediane? Ich sehe die Sedi nicht mehr. Eigentlich weggegangen. ergriffen? So. Wir haben wirklich nichts am Zufall überlassen. Wir sind sogar schon einen Tag vorher die Location auskundschaften. Und dort, wo es dann schlussendlich auch zum Showdown soll kommen, haben wir natürlich auch einen Sicherheitsfilm postiert. Der Milo halt. Milo! Ja. Hast du Karate oder was hast du für Skills? Keine. Aber Digga, ich muss ehrlich sagen, Easy in letzter Zeit nicht so nice Videos gebracht, aber das Video, Digga, 1 plus. Plus 1. Einfach ein gutes Video, Digga, scheiß drauf. Aber mit wem werden wir es da genau zu tun haben und wieso gibt es gewisse Menschen, die so etwas überhaupt machen? Das hat Silvia von der Sexual- und Psychotherapeutin Tanja Schifftan wissen. Das Problem an so einem Typ ist, dass der wahrscheinlich einerseits von sich selber das Gefühl hat, er kriegt nicht auf eine andere Art eine Frau. Auch wenn er gut aussieht etc., hat er wahrscheinlich nicht so gutes Selbstvertrauen, um das selber zu können. Andererseits aber ist mit so quasi kriminellen Sachen auch immer eine Aufregung verbunden. Also der hat auch profitiert wahrscheinlich recht von dem Kick, um zu sagen, hey ja, vielleicht. Aber gibt's normale Leute, die das machen? Also du musst ja auch als Frau, wenn du eine Wohnung suchst, recht durch sein. Also, no front an irgendeine Frau, aber also es ist ja einfach nicht normal. Das ist so wie wenn du sagst so, ich will jetzt den Bagger kaufen, aber zum zuerst den Bagger kaufen musst du eigentlich mit mir smashen. Also, es passt halt auch nicht zusammen. Gelingt es mir, mit welcher gelingt es mir, wie ist das? Und dann ist eben Aufregung und Erregung mega nah beieinander. Aufregung und Erregung. Mhm. Darum wird das immer wieder so probiert auf verschiedene Arten, aber dahinter liegt garantiert auch eine Unsicherheit, um irgendwie merken, wahrscheinlich komme ich nicht auf in dem Sinn positive Art zu dem, wo ich das Bedürfnis habe. Ja, und nach all diesen Vorbereitungen hat er dann noch das letzte Mal geschrieben. 13 Uhr immer noch gut für dich, pünktlich oder früher später dort. Ja, logisch sind wir pünktlich. Wir warten schon seit 2 Stunden auf dich, Kollege. Komm endlich. Ja, er ist jetzt gekommen, er hat jetzt Platz genommen. Sie reden C-Schild Love Talk auf dem Schildli. jetzt miteinander und ich habe eigens für den heutigen Anlass Moderationskarten angefertigt. Und wenn es C-Schild für den C-Schild Love Talk Moderationskarten vorbereitet, dann weiss man immer, es wird ein ganz spezielles Event. Wir warten jetzt noch auf das Codewort Eistee und dann gehen wir raus. Also und der Ablauf, ich meine, du hast den Ablauf geschrieben, aber wenn wir jetzt die Wohnung nicht... Aber auch geil, dass er von Easy hier links am Tisch sitzt und er einfach nicht weiss, er wird echt hops genommen auf dem maximalen Level, Digga. Wird gefallen. Dann hast du ja wie das bekommen, was du hast wollen, wie ich nicht. Ja, das ist richtig. Das ist schon so. Also das ist Darum eigentlich schicke ich nicht dir Fotos. Ja, das ist so. Darum schickst du mir Fotos von der Wohnung. Für mich ist halt, ich bin natürlich jetzt schon ein bisschen in einer Notsituation in diesem Sinn. Also ich brauche jetzt halt wirklich eine Wohnung. Dann machen wir das, also wo wohnst du? Ich habe das Hotelzimmer. Du hast das Hotelzimmer für mich getan. Okay, also wir machen das Treffen und dann, wenn es für uns beide stimmt, dann
kriege ich die Wohnung wieder Ja, dann hast du die Chance, das Zimmer anzuschauen. Dann habe ich vielleicht die Chance, um das Zimmer anzuschauen. Und dann kommt alles Digga, Bro. Unangenehm, wirklich unangenehm. okay. Und dann kann ich sagen, okay, ich würde dir den Vorzug geben. Ich würde aber nie nicht irgendwie Hoffnungen machen. Ich meine, die Chance sind sehr groß, aber... Wenn er so probiert noch zu sagen, also weißt du, weil er sich noch so ausreden will, weil er die Wohnung nicht hat, so, du bekommst sie nicht fix, aber die Chancen sind sehr groß. Eben, es gibt auch noch jemand anderen oder so, nicht, dass dann irgendwie heisst, ja, hey, du hast mir versprochen oder so. Eben, genau so. Es ist nie sicher. Ja, für mich ist halt, das ist wirklich mein... Aber auch mal schnell unter uns, bevor wir das jetzt weiter schauen. Chat, der Dude, richtiger Spaß, Digga. Einfach, dass es mal gesagt ist. Richtiger Spaß. Wenn wir für das zweite Treffen gehen und dann entscheidest du dich dagegen, habe ich wie... Also nicht nie bekommen, Aber es ist gut so ein bisschen am Fronten. was du mir stellen und ich ja wie nicht. Gut, vielleicht hat es ja gleich gefallen. Aber vielleicht hat es dir ja gleich gefallen. Holy shit. Bro. Bro, da muss ich mir gerade noch ein bisschen Wasser einschenken. Digga. Alles gesehen für heute, Chat. Wirklich alles gesehen. Hast du gleich wenigstens etwas? Ja, logisch, ja. Who knows? Ich kann auch schon Frauen gehabt, die haben die Wohnung nicht klar oder nicht bekommen. Und mit denen die habe ich gleich noch gesehen. Ja. Weiß nicht. Aber sonst erzähle ich über dir. Hey, ich weiss, dass ich ein bisschen nervös. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Zucker beim Eistee oder so. Eistee? Ach nee, Digga. Holy shit, man. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom C-Schild Love Talk. Da haben wir wieder ein Pärchen. Wie läuft es bei eurem Date? Ich glaube, sie gehen mal weiter. Ist das Date im Fall ist noch ein bisschen am Scheucheln? Sind ihr euch erst gerade am Kennenlernen oder wie? Können Sie bitte weg? Sie bitte weg. Beim ersten Date gibt es da schon Sex oder nicht? Gibt es da schon Sex oder nicht? Und Entschuldigung schnell, noch die Millionenfrage. Wie ist eigentlich Ihre Einstellung dazu, Wohnungen im Internet anzubieten, die es gar nicht gibt und im Gegenzug von verzweifelten jungen Frauen Sex einzufordern? Bro! Digga! Das ist auf Nein, wie heisst so die Aktenzeichen XY angelehnt? Das säckelt einfach raus, Digga. Wir haben da noch einige Fragen. Chatverläufe zum Beispiel. Hey, der sehe ich mal gesäckelt, du. Glaubst ja gar nicht, wie lange wir da noch dranbleiben können. Weil konditionell bin ich nicht so stark. Why are you running? Mal schauen, wo er rangeht. Ich habe extra Moderationskarte gemacht. Einfach mit seinen Moderationskarten, die sind ganz wichtig. Da haut er ab. Er ist gekommen, aber er ist nicht gekommen. Er ist gekommen, aber er ist nicht gekommen. Chat, okay? Clap in den Chat. Oh, schau, der säckelt immer noch, du. Der ist fit. Ciao! Tschüss! Und jetzt noch zu dir, mein flinker Freund, mit so viel krimineller Energie, wie du das da aufgezogen hast. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass du das nicht das erste Mal gemacht hast. Und du bist wahrscheinlich auch nicht der Einzige. Du hast dir unglaublich viel Mühe gegeben, deine Identität im Internet zu verschleiern mit Fake-E-Mail-Adressen, falschen Namen, niemals Handynummer austauschen und so weiter. Und weil wir da bei Easy auch ein grosses Herz haben und rechtschaffende Journalisten sind, haben wir dich in diesem Video sogar unkenntlich gemacht. Glaub aber nicht, dass wir nicht herausgefunden haben, wer das du bist. Ja, weil wer haben wir denn da? Kannst du dich noch erinnern an die Hochzeit von Marco und der Christine? Wo du da mit dem Mikrofon vorne am Reden warst? Verrückt, hä? Mit mir nämlich schon. Bis bald und bleibt sicher. Am Schluss nicht vergessen, Easy Auto auf YouTube abonnieren. Hast du Ähnliches erlebt, dann wende dich an die Polizei, ganz wichtig. Ey, Digga, crazy Video gesehen, ey, Kuss gut aus an Easy Magazine. Ey, wirklich gutes Video, ich weiß gar nicht, was sagen. Das ist nice und der Dude werde sie safe, finden. My heart just got stuck between these loops. My heart went. Mama got